de meeste van jullie, wenn je met arbeiders schaffen, en je neemt je een arbeider aan, dan erwart je, dat er wat schaffen komt. So stel je mal vor, du hast den Arbeiter angenommen und der kommt aber gut schaffen. Aber wenn der Tag ist, kommt, dass er zum Betulen kommt, dann ist die durch. Dann will die auch einen Lohn haben. Willst du den betulen oder nicht? Wenn du den Truck kaufst, dann forschst du den, das ist gut. Wenn du den Stab kaufst zum Ackern oder einen Opelgarten, dann schaffst du damit, das ist gut. Wenn du die befriest, dann lebst du in das Leben. Vielleicht schafft das mit jungen Männern einmal ein bisschen so, dass die ist allein gewohnt zu leben und einen Tag gehe ich eine Chihuahua, hab's einen Trocken und zwei eine Chihuahua. Und ist er befreit, aber er denkt nicht groß an und fällt ihm wie, hey, ich will eine Chihuahua und hab's einen Trocken an und nimmt den Pfannrüten nach seinem Freund von seinem Zementwald. Dann sind eine kleine Sterne in seinem Kopf, sagt, ich wusste ihn früh. Oh ja, fällt ihm wie, ich kann nicht eine Chihuahua vor und ist befreit. Das wollen some von uns nicht befreien, aber anyway. Wenn wir zu Gott gehören, hast du die angenommen. Ich habe sie schaffen. Dazu von der wollen wir von reden. Wir dann einmal als Arbeiter hier, als Staff nennen wir dort, wie vorhin Rüt, nur die Verbrechen oder nur Formen, ebenso groß, aber manchmal die Formen, bloß ein bisschen checken, was die tun, dann wird durchgehen, durch ihre Fabrik, statt 3 mal eine Fabrik, und der wird selbst, der leider uns durch. Und einer von uns Team früh, wie viele Arbeiter schaffen hier? Und dann sieht er ungefähr der halb. Und ich dachte, da werden wir jetzt das einmal erst, nicht? Like, da schaffen wir halb Menschen. Einmal sagen wir von der Kirche, dass 20% von der Kirche around die Kirche, oder 20% von den Menschen in der Kirche, das alle arbeiten. Das ist niemals ganz so, aber ein bisschen so einmal. Aber weißt du, wenn wir zu Gott gehören, dann erwartet Gott, dass wir für ihn schaffen. Krauft zum Leben. Der Römerbrief, das ist ein sehr wertvoller Brief für mich, aber auch ein sehr tiefer Brief, aber Römer Kapitel 8, das ist ein bisschen so das Gehäng. Weil Paulus bietet ab at Römer 8. Und Römer 8, das ist das Kapitel von Leben im Geist. Er fängt in Kapitel 1 an und er weist uns eine Welt ohne Gott. Und das ist die Welt, wo wir von der wohnen. Wir kennen Gott. Er sagt, die Menschheit kennt Gott, aber sie haben Gott nicht angenommen. Sie schreiben Gott zu sehen, wir lehren Gott rüht. Alles ist bloß sozusagen entwickelt. Gott ist gleich Port von uns Leben. So das, wo die Welt ist. Und dann versinkt dort in solche sämtliche Dinge. Alle haben Dinge von Aufjatterie, Hurerie, alle haben beide Leidenschaften. Die können das Kapitel selbst lesen. Das ist ein düsteres Kapitel. Aber dann haben wir Kapitel 2. Und da redet er von einem religiösen Mensch. Das ist da, wo wir ihn anpassen. Aber das ist ein religiöser Mensch, der glaubt an Gott, ist selbstgerecht, der hat andere Rechten und ist kriegt so verloren aus der ganz äußersten Sinn in der Welt. Das ist ein Ding, was wir mal annehmen, dass wir als religiöse Menschen, die uns einmal graut tun oder einmal leben, wir sind besser, wir sind nicht. Wir brauchen auch eine Erlösung. Dann Kapitel 3, dann redet er von, dass wir sind alle Sünder, das ist nicht ein gerecht, auch nicht einer. Aber dann kommt er in Kapitel 4, aber Lawen. Und er bringt Abraham aus dem Beispiel in Kapitel 5, Vers 1, da sagt er, willst, wenn wir sind durch den Glauben gerecht geworden, haben wir Frieden mit Gott. Weißt du, das selbst Menschen, Kapitel 1, da sagt Paulus Meyers einmal, dass Gott jafte ab. Und wir haben einmal ein bisschen so nachgecheckt, dass diese Menschen, die sind abgegeben für den Heil. Das ist nicht, was er meint. Gott jafte ab, in ihrer Sinnlichkeit sozusagen, aber die können zurückkommen. Die können gerat werden. Das ist das Evangelium. Und so die selbsten Menschen von Kapitel 1, die da ohne Gott in der Welt leben, die können sozusagen nach Kapitel 5 kommen und die Reich vor Gott stehen durch den Glauben an Jesus Christus. Kapitel 6 redet von, dass wir sind tot zu Sinn, wie man uns dafür erholen, dass wir sind Sinn aufgestorben. Kapitel 7 redet von, wir sind tot zu Gesetz. Und dann kommen wir bei Kapitel 8. Und hier will ich some Versen lesen. Und wenn wir das bloß ein bisschen uns ansehen, das sind so ja
wie könnte ich sagen, sehr strenges Kapitel, aber ein sehr wertvolles, wenn das Leben im Geist, das heißt, so steht in Vers 1, dann ist nu nichts mehr zu verdammen und die in Christus Jesus sind. Na, weet je, ich habe manchmal gesagt, dass in Christus hast du alle Segnungen, was der Himmel zu bieten hat. In Christus bist du vergeben, du bist angenommen, du bist Gott sein Kind, du bist verschlossen mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in dir, der will die Kraft geben zum Leben. Das ist, wo ich von der will von reden. Aber du hast keine Verdammnis mehr. Stell dir mal vor, du kämpfst von einem Leben ohne Gott, oder von einem religiösen, selbstgerechten Leben. Aber nu bist du in Christus, in all die Sinn, was in deinem Leben wie als vergeben, und du hast keine Verdammnis mehr, für die, was in Christus sind. Na, some Übersetzungen hier und da ab in den Vers, aber some Übersetzungen haben noch ein anderes Bild zu den Vers. Das sagt, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber als die Geist dort verlangt. Und das ist die Frau von dir. In welcher Fabrik schaffst du? In einer Fleischfabrik oder in einer Geistfabrik? Wann wir angenommen sind in einer Geistfabrik, wir sind angenommen von Gott, dann erwartet Gott, dass wir schaffen können. Dann erwartet Gott, dass wir im Geist leben. Wir haben Jesus im Glauben angenommen. Der Heilige Geist wohnt in dir. Das sind sehr wichtige Themen in der Bibel, dass du als ein Kind Gottes hast den Geist, aber wir müssen nur lernen, den Geist zu leiten in uns Leben. Der Geist leitet in dein Denken. Das wird das Anfang. Vom Denken geht es in Worten an, das geht in Leben an. Aber die von uns, was Christen sind, die von uns, was Gott kann, die haben Jesus angenommen. Die haben alle belebt, dass das Fleisch will Überhand nehmen. Vielleicht euert die was, oder da passiert hastig was und du wirst gleich loszuschlagen oder was immer das ist. Aber das ist eine Stimme, die was sagt, Bakterie. Das ist eine Stimme, die was sagt, du bist befreit. Du kannst nicht bloß einen trockenen Hüpfen in der Tür und so was. Und so die Stimme hat wir lernen, zu hören und zu horchen. Aber die Geist Gottes will uns leiden. Die haben alle mal belebt, glaube ich, dass der Geist Gottes sagt, die denkt, was du sollst tun. Vielleicht kommt die ein Menschen, die ihn sehen, den sollst du mal phone, den sollst du mal ein WhatsApp schicken. Wo dat die? Habe ich mal so belebt? Ich habe viel mal. Ich sitze vielleicht in meinem Office und ich schaffe meine Botschaften, aber einmal unten bleiben sozusagen, kommt eine Person an, gucken, wo der Mensch steht. Und vielmal würde ich den dann WhatsApp schreiben oder vielleicht mir Sachen schicken oder was immer. Aber weet je, ich habe vielmal belebt. Er hat die Vorschwur. Und der Geist Gottes bringt eine Person in dein Leben an, oder der bringt irgendwas in deinen Gedanken an. Und so das wird der Geist leiden. Der leidet in dein Denken, das wird das anfangen. Und so wie man dann lernen, dabei zu leben. Aber weet je, wie je hier zu Gott, das ist keine Verdammnis mehr. Für die, die nicht in einer Fleischfabrik schaffen, aber in einer Geistfabrik. Er sagt wieder in Vers 2, der Geist, der durch Christus Jesus Leben gibt, hat mir durch sein Gesetz von der Sünde in den Tod sein Gesetz freigemacht. Das ist bloß einfach ein bisschen Rahmenwerk von sein, du bist von Tod zum Leben gekommen. Durch den Geist Gottes. Du lebst nu. Du bist angenommen in Gott seine Fabrik. Nu komm schaffen. Nu lebe für Gott. Lass den Geist leiden. Er sagt wieder in Vers 3. Wo das Gesetz nicht tun kann, weil es durch das Fleisch geschwagt wird, dort hat Gott. Na weet je, wir haben alle belebt in Römer 7, da redet Paulus von, das Gute, was ich will, dann tue ich nicht, und das Schlechte, was ich nicht will, das tue ich. Und das ist ein Kampf für mich, und die weiten rein alle, von was er redet. Alle. Ons Fleisch und der Geist, die kämpfen sich. Paulus sagt in Galaterbrief, dass das ein Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch. Und wir müssen lernen, den Geist zu leiden. Das ist, wo wir sicher über das Fleisch. So, ich sage, wo das Gesetz nicht tun kann, weil es das Fleisch geschwagt wird, dort hat Gott. Er schickt ihn sehen in Menschengestalt als ein Opfer für den Sinn, ein verdammter Sinn im Fleisch. Und weet je, wenn wir religiös versehen für Gott zu leben, in unsere eigene Kraft, du wirst immer fehlen. Du wirst immer auf dein Gesicht fallen. Du wirst immer am einen Tag, wo du die schuldig fallen, für wo du gelebt hast. Und das, was der Geist Gottes, der gibt uns Kraft, dass wir nicht mehr am Fleisch leben. Wenn das, was das Gesetz nicht tun kann, weil mein Fleisch ist schwach. Aber dort hat Gott getan in uns. Vers 4.
dat het in ons kan voorgebracht worden, wat het Gesetz verlangt, dat we nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber als die Geist das verlangt. Und so Jesus Christus ist gekommen, zum dort, wo das Gesetz verlangt, und du nicht kannst, zum dort in dein Leben vor dich mehr. Na weet je, wenn wir in Christus sind, dann stehen wir gerecht vor Gott. Das war das Gesetz, die will geben, aber das können gar wenn das Fleisch wieder einmal sticht. Und so das Gesetz wies die bloß die besten sind, aber das ist nicht Krauft werden. Aber in den Geist ist Krauft, und die kann die halten in das Leben. Vers 5. Die noch fleischlich sind, beschäftigen sich mit dort zum Fleisch gehört. Die aber den Geist haben, mit den Dingen, die zum Geist kommen. Wenn du in eine Fabrik schaffst, bei uns ein gebührender Trailer, Remolkes, dann beschäftigst du dich mit dort, was du gebaut wird. Das ist selbstverständlich. Wenn du einen Arbeiter annimmst, und du wirst den Arbeiter annehmen zum Remolkes merken, und du brauchst dir ganz das, was taub, du bist ganz das, was du wirst nicht lange als einen Arbeiter haben wirst. So das wird ganz selbstverständlich, dass in der Fabrik, wo ich schaffe, das mit was ich mich vertiefe. Und so, wenn du in der Fleischfabrik schaffst, dann ist dort, was dein Denken danach dreht. Wenn ich aber in der Gasfabrik schaffe, dann beschäftige ich mich mit dort, was durchgehört. Und so ist es selbstverständlich in dieser Welt, wo Dinge schaffen. Manchmal nicht ganz so klar jässlich. Aber wenn ich zu Gott gehe und ich sie angenommen in seine Fabrik, dann muss ich mich lernen zu beschäftigen mit seinen Dingen. Lese sein Wort, höre eine christliche Musik, lese geistliche Bücher, habe gute Freunde, die halten geistlich wissen. Das sind verschiedene Dinge, die wir tun können. Aber wo ist mein Denken? Das würde ich erst lernen will, in dein Denken. Wenn in das Denken ist, wo entweder Heiligkeit oder Sinn anfängt, das fängt immer ans Denken an. Und so was mein Gedanken ist, danach, dort wüsten wird in eine Fabrik, ich schaffe. Heißt ich wieder in Vers 6. Wer sich bloß mit dort Fleisch beschäftigt, also wer bloß in der Fleischfabrik schafft, für den meint das der Tod. Wer aber den Geist hat, für den meint das Leben in Frieden. Na weet je, das ist ein strenges Wort. Aber wenn ich ein religiöser Mensch sehe, aber ich kann Jesus gut, ich sehe vielleicht, ich sehe in der Kirche, ich sehe sogar getauft, aber mein Gedanken, mein ganzes Benehmen, das ist immer Fleisch. Und ich will Ihnen erst eine Liste wiesen, von was in der Fleischfabrik gebaut wird. Aber das ist alles, was ich an denke. Bloß immer selbstsüchtig sein, bloß für mich, das ist alle bloß Dinge in dieser Welt, das dreht bloß alle am Geld, das dreht bloß alle am, was ich für mich kann tun. Das sind Dinge, das sind die Gedanken. Und das wird es anfangen. Und so wer sich bloß mit seinen fleischlichen Dingen beschäftigt, das ist nicht ein Kind Gottes. Wenn der Heilige Geist in die wohnt, dann will er die leiden. Und er tut. Und der Geist, der redet zu dir. Leer die seine Stimme horchen. Erstens hier und dann horchen. Und weet je, einmal hier wie eine Stimme, aber wir sind fleischlich, oder wir wollen mit diesen Dingen schaffen. Vers 7. Wer fleischliche Sonne ist, der ist feindlich gegen Gott. Willst das Fleisch nicht Gott ungetun ist und auch nicht können, wenn er das noch will. Aber das ist ein sehr wichtiges Ding für die von uns, die religiös abgewaschen sind. Religion ist immer im Fleisch. Religion braucht immer ein Teil Regeln zu Menschen in ein Glas holen. Wenn das ein System von das Fleisch, das wo in Religion so arg ist, das wo in Religion immer von Gott weglädt, wenn dort die als Person den Mittelpunkt merken von alles. Und so für fleischliche Sonne ist das feindlich gegen Gott. Weet je, zwischen der Fleischfabrik und der Jäsfabrik, das ist Feindschaft. Die schaffen nicht taub. Das ist, was Paulus sagt, dass du hast einen Streit zwischen mein Fleisch und der Jäs. Weet je, ans Fleisch, das ist unsere gefallene Natur. Mein Denken, mein Willen, meine Gefühle. Das sind alle verborgen. Und so das wollen wir einmal, wir feilen sei Dahl, wir feilen sei beleidigt, oder wir feilen was immer, oder wir denken allerhand schlechte Dinge, oder wir
wie gute Dinge hängen an, und dat, zoals ik zei, dat vangt in ons denken aan. En van doe je het wieder. En so, wenn dat in mij is, en dat alles voor wat ik leef, dan zie ik vriendelijk in God, weil mein Fleisch kann ich Gott ungeduldig sein. Das wollen wir den Jes brücken. In mein Fleisch, in meine eine Kraft, in meine Gefallenheit kann ich nicht Gott dienen. Wir brücken seine Kraft. Vers 8. Die noch fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ich meine, das geht nicht klar zu sein. Wenn ich in mein Fleisch lebe, gefalle ich nicht Gott. Na, weet je, Vers 9, Paulus zu der Römer, hat ein bisschen streng geredet, aber in Vers 9, da kommt hin und sagt, ich lebe von uns ein bisschen anders. Und so denke ich auch even anders als Zeug. Ich kijk nicht so an, dass die gehen verloren. Ich kijk nicht so an, dass die sind Gott seine Kinder. Aber Gott seine Kinder wird einmal kämpfen mit dem Fleisch. Gott seine Kinder wird einmal loten, vielleicht das Fleisch mal war ein Stück zu regieren. Da haben wir alle Trouble mit. Und weet je, dat meint ook niet dat wanneer ik in een ding val, dan zie ik voet te de haal verdampt. Dat is niet van wat ik red. Ik red van een leven. Ik red van dat ik schaf plus einfach in deze fabriek. Dat is wat mijn leven erom draait, dag en nacht. Dat is waar ik van red. Wenn wir fallen alle. Wir sind alle Menschen, wir merken alle Fehler, wir waren alle einmal da, wir waren alle einmal treschlohn sozusagen. Das ist bloß Part von wer wir sind, aber dann darf Gott uns Buße, wir können zurückkommen. Aber wenn das mein Leben ist, das ist bloß einfach, wo ich tüß hier, das ist von was wir reden. Wo eine Fabrik schaffe ich. Er sagt es nicht, aber die sind nicht im Fleisch, die sind im Geist. Und ich glaube, das ist so von uns. Und wenn das in deinem Leben nicht so ist, dann komm nach Jesus. Aber die sind nicht im Fleisch, die sind im Geist. Wenn Gott sein Geist wirklich in ihnen wohnt. Wenn aber irgendwer nicht Christus sein Geist hat, der ist dann auch nicht einer von den Sehnen. Und wenn ihr dort kriegt, was es meint, wenn du im Fleisch leben ist, dann gehörst du nicht zu Gott. Wenn du kannst nicht die befreien, dann wird er einlass sich wiederleben. Dann würden wir alle glauben, das wird alles mit dem Menschen. Aber somehow glaube ich einmal, dass wir glauben, wir können uns bekehren, sozusagen, und dann war er für den Diebe leben. Aber das schafft nicht. Der Geist Gottes kämpft in uns nicht. Wir merken nie ein Mensch von dir. Wie hat den Heiligen Geist? Da musst du den Glauben annehmen, dass der Geist Gottes wohnt in dir. Der redet zu dir, der will die leiden. Wir wollen es lernen, dass ich kann. Ich will hier einen Slide andachen. Und weet je, dit zijn de twee fabrieken. We hadden de Jessfabrik en de Fleischfabrik. Und du kannst die Salz sein, wo die schaffen ist. Das heißt es dit. Was das Fleisch verworten hat, ist klar. Was in der Fleischfabrik getan wird, das ist klar. Du hast Ehebruch, Unrein, unbehandelt Leben. Das sind alles sexuelle Sünden. Und weet je, in dieser Welt sind schrecklich viele sexuelle Sünden. Sehr verdreht die Welt, wenn es kämpft, die ganze sexuelle Area. Und so, was ist in meinem Leben? So, das Ehebruch, das Unreinheit, das unbehandelt Leben. Das, was in der Fleischfabrik passiert. Das, was durchgemerkt wird, sozusagen. Aufjatterie, Zauberie, das hat zu tun mit meinem einen Gott sein. Entweder ich merke meinen Gott, na, wie habe ich Stein oder Halt oder irgendwas, was wir anbeten, aber du hast die selbst den Gott gemerkt. Das dreht sich um die. Du bist die wichtigste Person in dieser ganzen Welt. Welcher ist Gott? Dann sehe ich mein einer Gott geworden. Und so das hat zu tun mit irgendwas anbeten, das für das Gott. Das kann mein Haben Gott sein, das kann mein Geld sein oder das kann ich selbst sein. Und dann habe ich hier eine lange Liste von Dingen, was in unserer Gemeinschaft, mit unserem Verhältnis mit Menschen, durch Feindschaft, durch Streit, durch Habsucht, das meint das alles für mich, durch Wut. Ich bin so ein wütiger Mensch. Menschen ran für mich, oder nosig sein, das ist selfisch. Zankerie, Spaulerie, Aufgangs, Mord, Süden, Frieden. Na, das ist eine Liste, das ist gar nicht die einzige Liste, was der Schrift uns sagt. Aber das sind Dinge in der Fleischfabrik. Und so dann müssen wir uns fragen, wohnt wo hier tust? Na, weet je, wir haben alle einmal Trouble mit einigen von diesen Dingen.
Wir euren uns einmal. Aber einmal haben vielleicht Streiterie mit Menschen, aber wir sind auch einmal mit selbstsüchtig. Aber so ich Ihnen sehe, das ist ein Unterschied, als ich in den Fallen, als ich beim Leben. Das ist ein großer Unterschied. So, wenn das mein Leben ist, he sagt es das, ich habe Ihnen das all einmal gesagt, aber ich sage das noch einmal, das ist was tun, wo Gott sein Recht nicht sein. Das ist, was ich gerade sehe in Römer 8. Dass wenn ich nun Fleisch lebe, das leidt nun dort. Das leidt nun ewig dort. Und so, wenn das tust ist für mich, das, wo ich lebe, von Montag bis Montag, Sonntag zie ik in de kerk, aber Montag dreht sich dort um Hurerie, um Aufjatterie, um alle Hunde, Feindschaften, Habsucht und so Dinge. Dann ist was arg in mein Leben. Dann bleibe ich kann sein, oder muss sein, du schaffst in der Fleischfabrik. In der Fleischfabrik lebt nun dort. Den Geist seine Frucht, das ist Leib. Nächste Sonntag, so der Herr will, wie noch alle hier sind, dann will ich reden an Krauft zum Lawen. Und wir wollen praktische Dinge vertellen, von bloß uns Verhältnis als Kirche even. Nicht bloß, wir denken dann vielleicht an euch oder wieder, und das ist ein wichtiges Ding, aber weißt du, wo wir uns behandeln als Christen oder zwischen Kirchen, das ist sehr wichtig. So Leib, der Geist, der bringt Leben an, der bringt Frieden und Friede. Und weißt du, wenn wir Menschen haben, die Christen sich nennen, aber die sind leiblos, friedlos und friedlos, dann ist es was arg. Wenn der Geist Gottes bringt diese Dinge in dein Leben an, dann weißt du, der Geist Gottes, der ja gegeben, zum Gott ein, und die haben gegeben, aber Frucht wurst. Das sind Dinge, was der Geist in mein Leben anbringt. Geduld. Einmal sagen wir, Geduld soll nicht mal in der Bibel sein. Wer hat Geduld? Aber der Geist bringt Geduld. Ich bin bloß einfach ein geduldiger Mensch. Und du sagst mir am Heavy Fair, ich brauche euch alle Hand Live-Takers zum Fenster durchwiesen. So eine Dinge. Weißt du, ich kann dann bloß ein bisschen langsamer fahren. Ich denke einmal, Eva, wir reden alle Hand Eva und zwei und so eine Dinge. Aber ich fahre einmal ungefähr 13 Kilometer auf dem Korridor ein Weg, wenn ich nur nach Office komme hier. So, wollen wir sagen, 26 Kilometer in einem Tag. Wenn der Weg ladig ist, ich sehe ein ferner Mensch, ich fahre dann 95. Aber dann einmal einen Tag, mache ich den Weg eben hängen wie im Fahren, wo 70 fährt. Wo geht uns dort? Dort fällt sich so, dort rutscht, nicht? Oder legt das schafft das nicht. Aber hast du mal ausgerechnet, wie viel länger das geht? 13 Kilometer fahren mit 70 oder 95? Das handelt sich bloß um ein paar Minuten. So wie in ein paar Minuten, weil ich meinen Namen ganz verdorben. In Blues und mit Lichtplanken, gar nicht Dinge wiesen, aber anyway, ihr weißt, von was ich rede. Aber weißt du, der Geist Gottes, der bringt Geduld an. Ich bin geduldig mit meiner Familie, geduldig mit meinen Kindern oder was immer das ist. Freundlichkeit. Gut gesonnen sein. Das ist nicht alle immer zum Beisern oder so. Glauben, Geduldigkeit, Selbstbeherrschung. Die Christus Jesus angehören haben, das Fleisch mit Lust und Leidenschaft gekriegt. Weißt du, was das meint? Die, was Jesus angehören, die sind in der Fleischfabrik rausgegangen und die sind nicht angenommen in der Geistfabrik. So, wo schaffst du? Er sagt in Galater 5,16, ich sage Ihnen so, wandelt im Geist, dann wollt ihr dort nicht tun, wo ihr dort Fleisch gelassen hat. Und ans Fleisch will alle Hunde Dinge. Und weißt du bist nicht ein dummer Mensch, wenn dein Fleisch Dinge will. Das ist bloß einfach, wer du bist als ein Mensch. Du hast eine gefallene Natur, dein Fleisch, dein Denken, dein Willen, deine Gefühle, die sind alle verbergen sozusagen, und das will einmal auch recht weggehen. Wir schaffen alle mit das. Wir wollen uns lernen, näher sein zu dort. Wir wollen uns lernen, dass der Jesus uns kann leiden. Der will die Kraft geben. Und weißt Frau Gott, jeder Tag, dass er die was halten, in die wichtigen Entscheidungen. Die Entscheidungen, die kommen einmal, so ist das hastig. Ich muss hier kurz entscheiden, als ich einen Mensch überall, oder als ich geduldig bin mit denen. In ein Split-Second, sagen wir, kommt die Entscheidung. Und wir sind einmal so, dass wenn wir uns mit einem Hummer am Daumen kielen, kommt das hastig rüt. Aber der Jesus Gottes will uns leiden, der will uns halten.
En zo waar we leren, den juist horchen, Krauft zum Leben, das kommt von Gott. Er hat die angenommen seine Fabrik, weil wir durchschaffen. Wenn der Tag kommt, wo wir auch durchwollen sind, wo das Lohn geteilt wird. Und dann waren wir da nicht aus so einer Stunde, wo er gesagt, ich schaffe die Fabrik, aber ich will dann nicht. Aber nu kommt der Tool da, nu wird ich auch betont haben. Du wirst den Arbeiter nicht so stark betonen und Gott hat auch nicht. Und so wir das klar haben, dass wir schaffen in Gott seine Fabrik, er gibt uns das Bereitschaft, weil wenn die wem annehmen zum Preisen, dann stellt die den Preiser. Wenn die wem annehmen zum Dienestab schaffen, dann stellt sie den Traktor und Pflug mit anderen Feld. Wenn du einen Arbeiter annimmst, dann stellst du den das Bereitschaft, was den fehlt. Wenn Gott die annimmt, gibt er die das Bereitschaft, was die fehlt zum Farmleben. Und das ist ein Ding, was wir in Glauben annehmen, wie man lernen beim Leben, dass wir Menschen sind, die einfach ein reiches Zeugnis sind für Gott in dieser Welt. Amen. Wir noch taub beten. Und himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du uns hast den Jesus gegeben. Du hast uns nie geboren, du hast uns nie gemerkt. Du wirst uns nicht getragen, du wirst uns leiden. Nu fragen wir dich, dass du uns verschalten, zu lernen, im Jesus zu leben. Red du zu uns, lehre uns deine Stimme hören und horchen. Und dass wir wollen so leben, dass das für die, was nicht ihr sind. Dass wir in deine Fabrik wollen schaffen, wenn wir sind angenommen. Da beten wir in deinen Namen. Amen. Dankeschön für kommen. Das Prayer-Team ist hier fair, wenn ihr in Gebet fehlt. Hat eine gute Weg, weil wir in Gott seine Kraft leben. Meine stem schwor in kom. Wo kon ik die in Leid sehen? En een mer van diesen kom. Jesus, begegnst du mir hier? Lot din Friede war mir kom. Mir fehlt die Mai aus Mine sollte sehen, mein Gott ist noch in Kontrolle, in Heide hielt ab sin Traum.
Taipoi Uksha